Voilà. Hier ist so ein kleiner Knupper dran, an dem will ich gerne am Vakuum explodieren lassen. An meinem Experiment von heute will ich nämlich gerne herausfinden, ob ich ein Asteroid, den Weg ob als Erd ist, kann am Weltall durch eine Explosion die Erde leiten. So am Weltall do ass ein perfektes Vakuum, also gar keine Luft, und dafür saugen ich mit dieser Pumpe die Luft hier raus. Für rund 66 Millionen Jahren ist effektiv so ein Asteroid auf als Erd gefallen, an den war responsabel für die Aussterben von bald 80% von allen Arten. An anderem Dinosaurier sind hier auch ausgestorben. Und dafür wollte ich mal von euch wissen, wie groß stellt ihr euch so ein Asteroid, den so viel Schuld auf der Erde mischt, vor? Wie groß schätzte war den Asteroid von der Erde, die heute gereist hat? Ja. Wie groß war den Asteroid, den das Dinosaurier ausgelöscht hat? Den hast du relativ schnell kommen. Ich ging so den ich würde die. Das. Standieren. Die Miete. Hier. Ach, das ist schwer zu sagen, so einfach den Tod, ich weiß es nicht. Ich hatte am Anfang noch mit klein, also ich ging so in den Do. Dafür gebe ich so den Do. Richtig. Ja, in der Wirklichkeit war der Asteroid wirklich so mini klein wie der Toten. Das sind immerhin 12 Kilometer, aber das möchte aber bei so einer Erde so ganz kleine Punkte aus, so groß wie eine Stadt Lützeburg. Den Impact vom sogenannten Chicxulub-Asteroid, den hat ein Krater los von 180 Kilometer, das ist ungefähr größt von der Belg. Und er hat eine Kraft von über 200 Millionen Hiroshima-Bomben. Dabei also so viel Stöps abgewirbelt gehen, dass das Sonnenlicht während ein paar Jahren verdeckt war. Dadurch sind Pflanzen aufgestorben, und Dinosaurier hatten nicht mit essen, und außerdem ist es mega kalt. Ja, und da können den wahrscheinlich sogar am Sommer Schlittschuh fahren. Aber wir Menschen geben wahrscheinlich mit den schwierigen Konditionen, die wir dann hätten, eins gehen. Auch wenn es wahrscheinlich viel Konsequenzen geben. Ich stehe hier an dieser großen Halle für einen Asteroiden-Abschlag zu testen. Hol mal an, das Teil, das wäre mein 10 Kilometer Asteroid, an dem wir in der Weg Richtung Erde. Am Fall von so einem schweren Asteroid hilft ein Geschoss wie bei der NASA ihrem DART-Projekt nicht. Wenn so einen großen Asteroid auf der Erde kommt, haben wir just eine Chance. Und das ist die größte Rakete zu holen, die wir haben, an die stärksten Atombomben drauf zu bestecken, an den Weltraum zu schießen, und neben dem Asteroid explodieren zu tun. Par rapport zu einem 10 Kilometer Asteroid ist als größte Rakete gerade mal so groß. Schon die Sprengkraft von der stärksten Atombombe, die wir je hatten, das ist die Zar-Bombe, zurückgerechnet auf die Sprengkraft von diesem Mini-Knuppert. An dasselbe Verhältnis kann ich noch den Meteorit zurückrechnen. Und da sind ich auf eine Masse gekommen von 2 Tonnen. Also ein kleines Auto, ein großes Auto. Und weil ich den aber nicht hier um Eis bewegen konnte, machen wir den Versuch, mit 20 Kilo stehen. Und ich meine, da sehen wir auch schon relativ gut, was passieren kann. Okay, das war eine Sache von Timing, ob es funktioniert. Bereit? Okay? Go! So, in diesem Fall ist eine leichte Auflenkung geschieht, mit die ist leider nicht durchgegangen für Eismodell Erde zu verfehlen. Aber da sind NASA-Ingenieure bestimmt besser. In der Realität sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Wie ich vorhin erklärt habe, haben wir am Weltraum Vakuum, das heißt gar keine Luft. Und dadurch kann sich auch bei einer Explosion kein Druckwelle ausbilden. Und die sehen wir hier. Und das ist die Druckwelle, die aber die Wucht von einer Explosion ausmischt. Am Weltall können wir die dort nicht abbauen. Da haben wir just die Delecher von der Bombe selber, die fortgeschleudert gehen. Aber wenn die wieder den Asteroid kommen,
das kann eigentlich nicht durchgehen, für ihn umzulenken. Aber das ist aber nicht verloren. Die Experten, die haben nämlich eine andere Theorie. Wenn du eine Atombombe, egal wie klein das ist, neben einem Asteroid gezündet wird, als durch Kernspaltung an der Atombombe gehen so viele Neutronen frei, dass die Oberfläche vom Asteroid erhitzen. Die geht warm, so warm, dass die Brocken vom Asteroid wegsprengen. Und diese Explosion die provoziert, dass der Asteroid leicht an die andere Richtung fliegt. Oh, das ist aber allerdings just Theorie. So, an diesem Thema also Vakuum gezwungen, weil ich will ja auch noch mein Knuppert in der Weltraumkonditionen testen. Normalerweise dürft ihr bei der Explosion nicht hören. Ich habe nämlich für den Wecker durch eine Schelle gelost. Aber wo Vakuum gezwungen war, hat den Wecker gar nicht hören. Lass einen Schlaf dran. Dann als recht Piepen durchkommt. Das ist, weil der Schall den überdreht sich durch die Luft. Wenn kein da ist, hört den nicht. Außerdem misst die Explosion dran viel Männer stark gehen, weil eben auch kein Druckwell kann produziert gehen. Okay. Ready? Okay, fire! Boah, das ist ja am Endeffekt nicht so viel passiert. Okay, ich ein bisschen hören. Das war vielleicht, weil mein Dippen nicht gerade so groß war wie der Weltraum. Aber sonst hat es geklappt. Cool.